Guten Morgen alle und willkommen zurück auf meinem Channel. Heute schwätzen wir über Trainingfeld. Und zwar Fehler, die ich gemacht habe, die wahrscheinlich 50% von euch auch gemacht haben, was ich daraus gelernt habe und was ich geändert habe, das sieht alles hallo. Also, ich fange einfach mal an, dass ich mit 14 Jahren angefangen habe mit Fitness. Die Zeit war ich aber auch noch am Kunstturnen. Das heißt, ich hatte 2 bis 3 Mal die Woche Training. An der Woche hatte ich 2 mal 2 Stunden Training. Weekends hatte ich der Samstags morgens 3 Stunden Training. Das heißt, praktisch nur Kraftausdauer, natürlich auch ein bisschen Krafttraining in Form von Klimmzüge, Bauchmuskeln, also Crunches. Wie nennt das? Messerin, das hier Klappmesserin. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist, aber das ist ziemlich scheiße. Voilà, das heißt, dazu habe ich mal angefangen, am Alter von 14, 15 Jahren mit meinem Papa in die Fitness zu gehen, weil das Training am Turnen war mir natürlich nicht genug. Ich war ein kleiner Sportjunkie, wie das noch immer so ist. Also bin ich an den Vakanzen, respektive Weekends, zum Beispiel samstags, nachdem ich 3 Stunden Training hatte, wie ich am letzten Video gesagt habe, von den Carbs, 2 Kebabapparate gedreht habe, mittags nach mit meinem Papa auf Mondorf gegangen. Und da war ich dann nach 2 bis sogar 3 Stunden noch am Fitness. Das heißt, ich hatte den Tag zwischen 3 bis 5, 6 Stunden Training. Hey, total bescheuert. Die schaut auch nicht mehr packen. Das heißt, ich hatte eigentlich nicht mehr Übertraining, was ich an denen so mal jungen Jahren easy gepackt habe, weil ich noch fit war, weil ich gewinnt war, weil ich am Rhythmus war. Von allem, weil mein Körper jung war und nicht noch gepackt wird. Das heißt, wenn ich an die Fitness gegangen bin, habe ich eigentlich nicht mehr Bein, Bauch und Cardio gemacht. Ja, das heißt, ich habe eigentlich keinen Oberkörper trainiert. Ich wusste auch nicht, dass ich den Oberkörper trainieren kann. Ich habe natürlich auch ganz fleißig den Gag gemacht mit den Frauen, die Hannen an der Muckibude waren und wir blöd Heft geschrieben haben und mit Handeln trainiert haben. Das war für mich nichts Normales. Ja, das heißt, ich habe am Fitness keinen Oberkörper trainiert. Mehr, ich habe aber Kunstturnen Training. Oberkörper trainiert. Und zwar Barren, wenn ich Vorstand gemacht habe, wenn wir Klimmzüge machen, wenn ich der Ring war oder so. Irgendetwas habe ich natürlich noch immer den Oberkörper mit trainiert. Gott sei Dank, weil sonst hatte ich eine mega Disbalance an meinem Körper. Das heißt, mein innerster Körper wird mega gestärkt gewesen, wobei mein oberster Körper eigentlich nicht gestärkt wird. Also ist es gut, dass ich auch noch getont habe, weil sonst hatte ich so Bein an winzigen Oberkörper. Mein Training damals war eigentlich 1,5 Stunden Cardio, entweder Crosstrainer oder Velo. Mehr immer 1,5 Stunden, weil Schuhe müssen irgendwie schwarm gehen, 1,5 Stunden aber. Weil danach habe ich eigentlich, nennen wir es mal, am Pyramidensystem trainiert. Das heißt Bein, das heißt ja, an den Beinen Beinstrecker gemacht, zwar 70, 60, 70, 80, 90, 80, 70, 60. Das heißt, ich habe bei einem kleinen Gewicht angefangen, so viel wie ich gepackt habe, darum ein bisschen mehr, so viel wie ich gepackt habe, und das bis 90% von dem, was möglich war, und dann von 90 Euro bis auf 60%. Und das bei den Quadrizeps, das heißt Beinstrecker, Beinbeuger, Adduktoren, Abduktoren, dann natürlich auch an der Beinpress, und da wurden sogar 2 Mal total bescheuert, wenn es Hundefleisch auch so gut developiert wurden, der Bein. Das nämlich gilt für den Bauch. Ja. Und dann natürlich auch Velo für gut viel Resistenz gemacht, das Bein auch richtig gut Fracture waren, eher das Beintraining überhaupt angefangen oder das Bauchtraining. Danach ist dann natürlich gekommen, dass ich natürlich schon richtig gut stretchen, weil ich musste beweglich gehen für die Kunstturnen. Ich wollte ja immer mehr Spagat können und immer mehr krass an den Brick gehen, dass ich wie fertig war, effektiv bin. Ich soll so halt Kittenheimer am Ohr kratzen, respektiv von Hanem am Bein an den Nuss fuhr, also beweglich war ich. Was natürlich mega gefährlich ist, weil erstens mal war mein Bein total überlastet vom ganzen Training an der Woche, vom Kunstturnen, dann noch ein Training, den ich die ganze Zeit respektiv nach an der Vakanz dabei hatte. Dazu ist nämlich schon noch gekommen, dass man an der Vakanz noch mehr Kunstturnen-Training hatte wie an der Schulzeit. Das heißt, ich hatte eigentlich doppelt Übertraining. Dann habe ich noch gut gedehnt, was natürlich Muskeln noch ein bisschen mehr gerast wird. Ich habe gemerkt, das wäre gut, dann gibt der Muskelkater wasch gehen und ich gebe noch mehr dehnbar gehen und ich habe mir einfach keine Gedanken darüber gemacht, wie das eben so ist, wenn ich 15, 16 Jahre alt.
Voilà, und durch das ganz gedehnt habe ich dann am Alter von sommer 16 Jahren auch die Quittung gekriegt, nämlich war mein Rücken total fragt. Meine Gelenke sind total fragt. Mir das habe ich eigentlich nicht dem Krafttraining zu verdanken, mit dem Kunstturnen. Ich meine, alle Kunstturnerinnen kennen das, die Freunde geturnt hat, kennen das. Mir persönlich ist es so gegangen, dass ich beim Turnen ob es hinkommt, sind ich gut knapp Luft, weil ich habe direkt so weh hat, dass ich knapp atmen konnte. Und du war einfach durchdezidiert. Leider in vielen Trainern schon abgehalten beim Turnen. Du sind nicht an Tanzen gegangen, du war ein Training natürlich bei weitem nicht so anspruchsvoll wie am Turnen. Du hattest auch zweimal knapp 1,5 Stunden Training, was für mich einfach nur ein Schlafprogramm war. Das heißt, ich bin dann mit 17 bis 19 war ich am Konservatoire am Jazzdance und am Ballet. Das war mir nicht genug, da bin ich natürlich auch an den Fitness nachgegangen, nur der Show. Das heißt, 2 Uhr nach der Show war ich 2:30 am Fitness. Demals bin ich nach an den Impuls auf die Länge gegangen. Da auch 1,5 Stunden Cardio oder 1 Stunde. Und darum 1,5 Stunden just Beine aber auch trainiert, weil etwas anderes ich natürlich nicht kann. Ja, mit 19 habe ich dann nach dabei Pole Dance gemacht. Das habe ich mir selber beigebracht, weil durch Turnen hatte ich eine relativ gute Körperkoordination und Körperbeherrschung. Das heißt, ich habe alles trainiert, aber eigentlich nicht mehr übertrainiert. Und irgendwann möchte der Körper da doch nicht mehr mit. Und ja, dann habe ich dann ein bisschen reduziert, weil dann hast du auch die Premiere gekommen und alles. Und dann hast du ein Training ein bisschen nach 100 gestaltet gehen. Wie dann mit dem Wettkampf angefangen hat, habe ich eigentlich viel zu viel trainiert. Ich habe viel zu viel Cardio altnäserem gemacht, par rapport zu dem, was ich jetzt mache. Das ist nämlich so, ich habe zwischen 2 bis 3 Stunden Training gehabt und dann die, was nach der Cardio dabei hat, auch immer so zwischen 40 Minuten und 60 Minuten war. Das heißt, meine Muskeln waren total übersäuert. Das heißt, ich hatte auch eine ziemlich, wie sehen das, Muskelfatigue. Und ich bin mega fragt gewesen und ich konnte einfach nicht mehr gut regeneriert, weil meine Muskeln einfach während dem Training einen zu hohen Laktatwert produziert haben und mein Körper einfach nicht mehr gekommen ist, zu regenerieren, respektive abzubauen. Da bin ich auch innerhalb von den ersten 2 Jahren nicht wirklich etwas abgebaut par rapport zu Lo, weil mein Körper nicht fertig gebracht wird, einfach nur zu kommen. Da kommen wir zum nächsten Thema: Training und Kranksein. Training an Erkältung oder Training an Virus ist das Schlechteste, was ihr jemals in eurem Leben machen oder in eurer Trainingskarriere. Weil, ich gebe euch einfach mal ein Beispiel, den allerersten Wettkampf, den ich hatte, das war zu Rheinbach, die Westdeutsche Meisterschaft, hatte ich 2 Wochen für drin einen richtig guten Darmvirus erwischt. Ich weiß, das ist nicht gerade das flottste Thema darüber zu schwatzen, ich meine, ihr könnt euch vorstellen, wie es mir gegangen ist. Nicht ganz gut. Plus, als noch dabei kommt, dass ich entblöden habe, ich schon entwässert und so motiviert, nennen wir mal so, wie ich war, sind ich schon noch trainieren gegangen. Und ich schon noch Cardio gemacht, weil ich wollte das Wasser rauskriegen. Fazit, ich bin mehr wie immer bei schwach gefallen. Ich hatte mehr wie immer, dass mir tot schlecht war, weil mein Körper total dehydriert war und einfach nicht mehr fragt war. Ja, natürlich, schon eine Stunde Euro pro Kilo verloren, weil die ja normal ist. Ich hatte okay Wasser mehr einmal. Drische war ich aber nicht, weil mein Körper einfach alle Reserve gebraucht hat, für irgendwie noch im Leben zu bleiben, weil ich ja krank war. Und ja, das heißt, nach dem Wettkampf war ich einfach mal 2 Wochen total out. Das ist nicht mehr gegangen. Meine Muskeln, ich hatte so weh, ich konnte mich mal am Bett nicht mehr drehen. Es hat einfach so weh getan. Egal, wann ich mich angepackt habe, am Hals, am Gesicht, egal wo, es hat so weh getan. Und daraus habe ich definitiv gelernt. Das heißt, wenn ich krank bin, ob ich erkältet bin, und mit erkältet meine ich nicht, dass die Nase ein bisschen lebt, mir wirklich, dass der Schnapp hat, dass die Nase nicht richtig frei ist, dass er erst schlapp fehlt, dass er einen Hals weh hat, respektive einen Host hat, bleibt daheim, mit wenigstens 2 Tage Pause, mit gar nichts, geht vielleicht einfach ein bisschen Trippeln, mir packt euch gut warm an, für dass eure Körper am Zuhause könnt. Die Sache ist nämlich die, es bringt nichts. Es bringt dich nicht, dich durchzuquälen. Alle Athleten war schon ein krank an Sänger. Wettkampf geht hoffentlich ja eigentlich nicht, dass er das war. Aber ich kann mir denken, dass viel von ihr auch schon krank war für einen Konkurs. Und er wollte sich aber durchquälen und er hat gemeint, auch wenn der Coach sieht, mein Cardio, mein kein Cardio. Das bringt dann nichts.
ich gebe euch einfach ein Beispiel, wie ich nur am Dezember angefangen habe, mit dem Uwe Hammer, mit dem Coaching, war ich knapp eine Woche am Gangen. Die Woche drauf, das heißt die zweite Woche, war ich einfach mal total krank, weil ich über Wochen eine Erkältung geschläft habe, den Supervirus, den am Moment noch wäre. Ja, hier sollte man nicht gehen trainieren, mal eine Woche einfach roh, und ich habe doch gebraucht, ich war sowieso ganz vor am Bett. Ich habe mich einfach und diese gehalten, weil mein Körper auch Vitamine braucht Nährstoffe für können Antikörper zu bilden, für gesund zu gehen. Fazit ist schon aber an der 1,5 Woche, wo ich eine Woche nicht konnte, 1,5% Körperfett aufgeholt. An 1 bis 2 Kilo sogar, obwohl ich nichts gemacht habe. Das heißt, wenn ihr krank seid, Pause machen, die Ernährung halten, gesund essen, viel Vitamine essen. Da kommt der erstens mal viel besser mobil, zweitens mal viel besser, auch wenn ihr krank seid, und drittens mal da trotzdem noch irgendwelche Fortschritte, auch wenn es just ganz ein bisschen ist. So, kommen wir schon zum Schluss von diesem Video. Zwei kleine Fazit aus dem, was ich gelernt habe über die Jahre. Und zwar mein Maximum 1 Stunde Training am Moment, das heißt, die längsten Training, wo schon aus von der Späne oder Reck trainiere, weil das mit Großmuskelgruppe sind. Dazu kommen nach 33 Minuten Cardio an der Woche. Das zum Beispiel einfach mit dem Hund gehen, ein bisschen schnell mit dem Hund gehen, Laufband mit einer kleinen Steigung ein bisschen schnell trippeln oder Velo fahren mit einer minimalen Resistenz, nicht Spinning-Style, mehr einfach für ein bisschen zu schaffen, dass ich gut schweißen und dass ich auch an Fettverbrennungsnorm komme, wenn ich das so kann, so, weil ein zu hohen, eine zu hohe Herzfrequenz bringt dir gut nicht und du bei Trainieren eigentlich just mehr Ausdauer, wie das da am Fettverbrennungsmodus sieht, also bringt er dir, wenn der Fett will verbrennen, nicht. Ja. Weil ich schon so, wenn er kalt sieht, wenn er ein Virus tut oder wirklich richtig fragt sieht, weil da ich solo just 3 Stunden geschafft habe, macht wenigstens nach Pause, mit dem Training, du von der Huda mehr, an ihre Körper auch mehr, wie das da erst durch ein Training hasselt. Am Endeffekt geht der Stunde um ein Gesicht und da sieht er noch mehr wie 2 Tage alt. Kann sogar sehen, dass der Virus mich schlimm geht und er 1 bis 2 Wochen aussieht und das bringt dir wirklich nichts. Voilà. Dann, wenn das Stretching geht, meine ich just nach so mal gentle Stretching. Ich muss sowieso im Moment aufpassen, wenn es Adduktoren, auch wenn die schon ein bisschen besser sind. Das heißt, was Beno geht, meine ich mehr Mobility, für einfach Beweglichkeit dran zu kriegen an dem Movement. Und wenn meine Adduktoren okay sind, kann ich auch mit einer normalen Dehnung aufhängen. Weniger ist mehr. Wie ich auch schon so, Übertraining bringt keinen Appes. Wenn ich im Moment trainieren, als bei kleinen Muskeln wie Bizeps, Trizeps, Brust, Schulter, erwürden, meine ich Maximum 2 bis 3 Übungen, das heißt immer 4x15 Sets. Was große Muskelgruppen angeht, wie Beine oder direkt, ja, du könnt dann natürlich mehr dazu. Das sind dann immer so 3 bis 5 Übungen, wie zum Beispiel Quadrizeps, manchmal 2 bis 3, Ischio manchmal 2 bis 3, dann noch ein bisschen den Arsch, den Gluteus Maximus, und all die 2 anderen, alles was sind da ja aus 3 Stück, das heißt für all die 3 Gruppen, für all die 3 Muskeln vom Gluteus zu trainieren. Dann natürlich auch Adduktoren minimal, gehen die sowieso bei den Squats trainiert, und danach eben Abduktoren. Ja, genau, die Bauchs, genau. Und dann eben wurde nach 2 Übungen an der Ware da doch schon. Idem für direkt, du meinst immer 2 bis 3 Übungen für Dreckdichte, das heißt für das Volumen, und dann natürlich auch ein bisschen für den Brett. Und das war das schon mit den großen Trainings. Ich muss ja nicht immer 3 Stunden durch ein Training knuppen, für das etwas bringt. Kannst du also kurzen Training viel mehr effektiv, weil ich auch gemerkt habe, weil meine Muskelkaterin viel mehr krass ist, seit ich so trainieren, aber wirklich mich konzentriert trainieren und auch mehr intensiv im Moment, weil ich eben in einer Stunde leihe. Voilà. Am Moment trainiere ich auch alles, normalerweise just einmal an der Woche, außer die Children, die trainieren ich teilweise 2 Mal, weil ich einfach fand, dass die noch ein bisschen mehr schwerer muss gehen. Du probiere ich aber auch für wenigstens 2 Tage dazwischen zu haben, dass mein Muskel zu sich könnt, aber für dazwischen auch ein Muskeltraining anzubauen, den nicht um den Schulter geht. Ich gehe nicht, ich soll mal als Beispiel meine Brust an Schulter trainieren, wobei ich schon die Schulter ein bisschen trainiert, wenn die Brust trainiert, und dann den Tag drauf nach irgendwie Schreck machen, wo auch
bei der Rose oder bei so Sachen, dass es schwerer Ausspruch gehen. Das heißt, ich gucke schon für das so zu balancieren, dass meine Muskeln Minimum 2 Tage Zeit haben, zu sich zu kommen, bis sie eben im Ausspruch gehen. So, das war doch schon mit meinem Video. Ich hoffe, ihr könnt etwas daraus lernen und nicht die nämlich Fehler machen wie ich. Respektiv aus meinen Fehlern lernen, dass ihr die in Zukunft nicht macht. Wenn ihr Hilfe braucht, was deren Training angeht, weil der erst nicht ganz sicher ist, ob der richtig trainiert oder wen ihr etwas anderes machen kann, könnt ihr mir gerne schreiben, entweder hier innen drinnen oder auf Facebook oder auf Instagram oder auf Snapchat oder wo ihr mich so irgendwo fand. Voilà, wenn euch das Video natürlich gefallen hat, liken und den Channel abonnieren. Wenn euch die heute Sachen, die hier drüben interessieren, einfach hier drin an der Infobox gucken, da habe ich alles verlinkt, wo ihr doch fand, was das, wie zum Beispiel hier mein mega fancy Pink Roll an die dazu gehörig kleine Black Roll, mein Shaker, mein Auer, pur so Fußgewichte, mein Schuh, mein Matras, oder mein Jackett. Findet ihr alles hier drin. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Trainiert gut, trainiert nicht zu viel, macht nicht die Fehler, die ich gemacht habe. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Ciao!